Zum heutigen Vitamin 11 Gottesdienst heissen Sie alle ganz herzlich willkommen. Ganz gleich, wo Sie sind. Daheim, unterwegs, in einem Seniorenzentrum oder im Spital. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir haben uns schon bald ein bisschen daran gewöhnt, an die außergewöhnliche Zeit, dass so manches halt einfach nicht möglich ist. Allerdings hat diese Zeit auch viele kreativ werden und nach anderen Lösungen suchen. Und so probieren wir jetzt auch, einen Vitamin 11 Gottesdienst als Video zu gestalten. Ein Gottesdienst als Team. Auch wenn wir nur das Zweite da vorne sind zusätzlich noch 3, die für die Kamera und für den Ton zuständig sind. Wo wir 2016 mit diesen Gottesdienst angefangen haben, da hat jemand gesagt, Vitamine sind lebenswichtig. Es braucht nicht viel, aber es ist wichtig. Zum gesund bleiben. Und der Vitamin 11, das ist ein Gedanke, eine Anregung, die Sie hier ab und zu am Sonntag, am 11. in der Kirche Stängelbach bekommen. Aber Sie schauen den Gottesdienst vielleicht ja gar nicht am 11. Aber die Vitamine wirken zu jeder Tageszeit. Und jetzt laden wir sie ein mit der Purband zum Lied «Lobe den Herrn, den mächtigen König». Kathi, du arbeitest im Senhof Pflegeheim mit alten, älteren Leuten, die zur Risikogruppe gehören in dieser Corona-Zeit. Wie ist das für dich? Ja, die Hygiene hat ja bei uns schon immer einen grossen Stellenwert gehabt. Mit Händen desinfizieren, aber jetzt ist die Umstellung sehr gross. Noch mehr Hände desinfizieren, noch mehr Hände waschen, die Hände mit Händchen schützen. Mundschutz müssen wir anlegen und das ist auch nicht so angenehm. Man schwitzt drunter, die Brille läuft an, er verrutscht immer wieder, dann muss man ihn wieder über die Nase ziehen und eigentlich sollte man aus hygienischen Gründen nicht so viel anlängen. Und dann haben wir auch die ganze Tischordnung müssen umstellen, damit wir die Abstände einhalten können. Und wie vertragen das jetzt eure Leute, die ihr habt? Ja, es ist schon nicht so einfach. Sie verstehen uns halt sehr schlecht unter dem Mundschutz, weil erstens mal hören sie nicht so gut. Es tun viel halt einfach vom Mund ablesen. Das können sie jetzt nicht mehr. Sie sehen unsere Mimik nicht mehr. Dann haben sie, glaube ich, einfach langsam wirklich den Viruskoller. Sie können mit ihren Angehörigen nicht mehr
begrüßen, sie können sie nicht in die Arme nehmen, sie können höchstens noch mit ihnen telefonieren, aber das ist halt nicht das Gleiche. Ja, das ist nicht das Gleiche. Ja. Genau. Und im Sennhof haben sie die Möglichkeit für Videotelefonie. Da sehen sie wenigstens ihre Liebsten einmal im Bild. Aber sie planen jetzt wirklich darauf, dass das mal vorbeigeht. Und die Bewohner, die ich gefragt habe, die haben gefunden, also das ist jetzt wirklich die schlimmste Zeit von allen, die sie schon je erlebt haben. Einfach die ganze Ungewissheit. Es war zwar im 1963 mit Maul- und Klauenseuche auch sehr schlimm gewesen. Da haben Bauern, vor allem Bauernfamilien, müssen drinnen bleiben. Sie haben 6 Wochen nicht raus dürfen. Und ich habe schon mal gehört vom Krieg, dass die Leute sich an Krieg erinnern. Ist das bei euch auch? Ja, da habe ich mich auch noch gefragt, ob der Krieg nicht schlimmer war. Dann haben sie gesagt, das war auch schlimm. Sie hatten vor allem Angst wegen den Flügern, weil man nie gewusst hat, was passiert. Aber Wegen der Flüger? Genau. Da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Kennst du die Geschichte vom kleinen Prinz? Es ist lange her, aber ich glaube, wir haben in der Schule mal etwas gelesen davon. Aber das ist doch ein Kindermärchen. Das ist kein Kindermärchen, es ist ein Märchen, du hast recht. Der Autor hier, der Antoine de Saint-Exupéry, der hat im Krieg gelebt und war Militärpilot in Frankreich. Und da hat er mal in der Sahara notlanden und mit seinem Pilot 3 Tage laufen, bis sie von einer Karawane gefunden sind, wäre bei einem Haar verdurstet. Aber was hat jetzt der Flugzeugabsturz mit dem kleinen Prinz und dem Fuchs zu tun? Mit dem fängt er eben sein Märchen an. Der Pilot allein in der Wüste und begegnet dort einen kleinen Prinz. Und der erzählt ihm von einer fantastischen Reise und unter anderem eine Begegnung mit dem Fuchs, wo sehr eindrücklich ist. Und die sehen wir jetzt von unseren Theaterfrauen mit den Zeichnungen von Saint-Exupéry. Guten Tag. Guten Tag, wer bist du? Ich bin ein Fuchs. Komm, spiel mit mir, ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin nicht gezähmt. Entschuldigung, was bedeutet zähmt? Du bist nicht von da. Was führt dich da hin? Ich suche die Menschen. Die Menschen haben Waffen und sie jagen. Das ist ärgerlich. Sie haben aber auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du auch Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was bedeutet zähmen? Das ist etwas, das manchmal vernachlässigt wird. Es bedeutet, sich miteinander vertraut machen. Vertraut machen? Genau, du bist für mich nur ein kleiner Bub. Einer wie 100'000 andere. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter Hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann brauchen wir einander. Dann wirst du für mich einzigartig. Und ich werde für dich einzigartig in dieser ganzen Welt. Jetzt verstehe ich langsam. Es gibt hier eine Blume. Ich glaube, die hat mich gezähmt. Das ist gut möglich. Es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser Erde. Oh, das ist nicht auf der Erde. Was du nicht sagst, dann kommst du von einem anderen Planet. Ja, genau. Gibt's Jäger auf diesem Planet? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Oh, schade. Nichts ist vollkommen. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen sind gleich. Das ist langweilig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben heiter wie die Sonne. Siehst du dort die Weizenfelder? Ich esse kein Brot. Die
Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast goldige Haare. Weisst wie schön, wenn du mich gezähmt hast, dann erinnert mich der goldige Weizen an dich. Tu mich zusammen bissen gut. Das würde ich auch gerne machen. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und einen Haufen lernen. Man versteht nur die Sachen, die man gezähmt hat. Aber es gibt kein Geschäft, wo man Freunde kaufen kann. Darum haben die Menschen keine Freunde mehr. Aber wenn du willst, einen Freund haben, dann zähm mich. Was muss ich denn machen? Du musst viel Geduld haben. Sitz doch da mit einem kleinen Abstand zu mir ins Gras. Und ich schaue dich dann aus den Augenwinkeln an. Du musst schweigen. Die Sprache ist eine grosse Quelle von Missverständnis. Aber jeden Tag kannst du ein bisschen näher sitzen. Es wäre besser gewesen, wenn du zur gleichen Zeit gekommen wärst. Wenn du zum Beispiel am 4 Uhr am Nachmittag kommst, dann kann ich schon am 3 Uhr anfangen glücklich sein. Aber wenn du zu irgendeiner Zeit kommst, weiss ich nicht, wenn mein Herz bei dir sein soll. Es muss Brüche geben. Was sind Brüche? Das ist auch in Vergessenheit geraten. Es ist etwas, das einen Tag von einem anderen unterscheidet. Eine Stunde von einer anderen Stunde. Bei meinen Jägern gibt es zum Beispiel einen Brauch. Immer am Donnerstag tanzen sie mit den jungen Frauen vom Dorf. Der Donnerstag ist ein wunderbarer Tag. Dann kann ich mich nämlich bis zu den Weinbergen wagen. Wenn die Jäger irgendeinmal zum Tanz gehen, dann wäre jeder Tag gleich. Und ich hätte überhaupt nie Ferien. Oh, ich glaube, ich muss brüllen. Da bist du selber schuld dran. Du hast ja wollen, dass ich dich zähme. So ist es. Dann hast du also gar nichts gewonnen. Doch, ich habe die Farbe vom Weizen gewonnen. Gang noch einmal in den Rosengarten und schau die vielen Rosen noch mal an. Dann verstehst du, deine Rosen ist einzigartig. Und dann komm zu mir zurück zum Adieu sagen. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Leb wohl. Leb wohl. Und da ist mein Geheimnis. Es ist sehr einfach. Man kann nur mit dem Herz richtig sehen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, wo du für deine Rosen gebraucht hast, macht deine Rosen wichtig. Die Menschen haben die Worte vergessen, aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rosen verantwortlich. Ich bin für meine Rosen verantwortlich. Samuel, du hast gesagt, die Geschichte sei während dem Krieg aufgeschrieben worden. Genau, 1943. Also genau dann, wo man Beziehungen am meisten gebraucht hat. Und genau dann hat man sie nicht pflegen. Ja, und der Pilot da ist alleine in der Wüste. Ganz allein. Das ist ja wie jetzt in der Corona-Zeit. Jetzt, wo die Menschen alleine sind, jetzt, wo man daheim bleiben muss, hat man lange Zeit nach den Liebsten. Jetzt wäre es wichtig und wertvoll. Es ist ein bisschen eine Wüstenzeit. Aber weißt du, das finde ich komisch. Genau in den schwierigen Zeiten machen Menschen die tiefsten Erfahrungen. Es ist nicht lustig, logisch.
Aber der Satz in dieser Geschichte mit dem Herz richtig sehen und das Wesentliche sei für die Augen unsichtbar, dass der ein Pilot schreibt und im Krieg, das finde ich unglaublich. Also wenn du das so sagst, dann ist ja die Geschichte gar nicht ein Kindermärchen. Ich finde, ja. Und mir kommen noch so Parallelen in den Sinn. Sätze aus der Bibel. Und genau die Sätze, wo man merkt, dass es jemand etwas Schweres durchgemacht hat, die haben zum Teil eine unglaubliche Tiefe. Hast du ein Beispiel dafür? Der Prophet Jeremia kommt mir in den Sinn. Der hat gelebt zur Zeit des babylonischen Exil, eine Krisenzeit für Israel. Und der redet ja so im Namen von Gott. Und da finde ich einen Satz, der passt noch so ein bisschen zum Herz vom kleinen Prinz. Jeremia 31. Mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Und das da von dieser unendlichen Liebe hat der Luther noch prägnanter übersetzt. Er hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir aus Güte. Die unendliche Liebe je und je. Und mich denkt, da kommt wirklich das Tiefste von der Bibel, wie das Herz von Gott, dass seine Liebe eben wirklich hebt, auch gerade in der ganz dunklen Zeit, in der Zeit, wo die Geschichte von Israel völlig in Frage gestellt war. Ja, also das höre ich übrigens von unseren Leuten, von unseren Bewohnern im Pflegeheim auch viel. Genau die schwierigen Zeiten haben ihr Leben zum Guten geprägt und ihnen Kraft gegeben. Kraft tanken können sie bei uns auch im Sennhof-Gottesdienst, in den Gebet oder in den Gesprächen mit den Pflegenden oder mit anderen Bewohnern. Ich weiss, schwierige Zeiten können die Leute auch bitter werden. Aber es ist doch erstaunlich, dass es viel, mir geht das auch so, dass ich das viel höre, dass genau in diesen Zeiten Menschen Kraft schöpfen. Und bei vielen bleiben die Erinnerungen. Ich höre das immer wieder. Gerade wie der Fuchs die Erinnerung an kleinen Prinz behalten will, wenn er an Kornfelder denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nach der Corona-Zeit so ist. Dass manche dann sagen, es war eine mühsame Zeit, aber ich habe etwas Wichtiges gelernt. Und ich habe gemerkt, was mich innerst trägt und was mir Mut gibt. Könnte man jetzt hier nicht etwas machen, um daran zu denken? Gute Idee. Ich habe an der Ostern den Videogottesdienst von der Aargauer Kirche gesehen, von der Dörte Gebhardt. Und die hat etwas Gutes gesagt. Die hat gesagt, Ostern, das sei wie eine Infektion von etwas Positivem. Und sie hat da und dort so positive Zeichen aufgezählt, die sie sieht. Und dann hat sie gesagt, aber um die Infektion zu besiegen, die schlechte Infektion, braucht es eine Impfung. Und sie hat gesagt, es gäbe die Impfung von der Hoffnung. Also meine Impfungen, die sind in einer Impfkarte aufgeschrieben. Aber da könnte man doch so eine... Ich habe da Impfkärtchen gemacht. 10 schön. Impfdosierungen in der Corona-Zeit. Ich habe da so Sätze aufgeschrieben, die ganz tief sind. Und eben mein Nummer 1, da weisst du, habe ich da schon gesagt, das ist das vom Jeremia. Anti-Corona-Impfdosis Nummer 1. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und ich finde, das solltest du nicht vergessen. Die Liebe von Gott und die Augen offen behalten für Zeichen von dieser Liebe. Aber die Liebe kann man doch gar nicht sehen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, hast du doch gesagt. Die Geschichte der Saint-Exupéry, der Fuchs hat das gesagt. Gell, in der Geschichte. Und das hast du gecheckt. Aber ich habe nicht gesagt, die Liebe sollst du sehen, sondern die Zeichen von der Liebe, die Auswirkungen. Und das stimmt, die Liebe selber, die kann man nicht sehen, weder zwischen Menschen, auch nicht die Liebe zwischen Gott und den Menschen, aber es gibt sie gleich. Und bei der Liebe von Gott ist es auch dort, wie beim Fuchs und beim Prinz, da beim Zähmen, es braucht Zeit.
Man kann Erfahrungen machen, ein Gebet vielleicht, eine Ahnung bekommen von der Nähe von Gott. Es ist auf jeden Fall etwas, das Geduld und Zeit braucht. Vielleicht ist da, wo wir in dieser Corona-Zeit lernen können, dass Vertrauen wächst in die Güte und die Liebe von Gott. Die Liebe ist tief, die Liebe ist hoch, die Liebe ist weit, die Liebe ist nah, die Liebe ist tief, die Liebe ist hoch, die Liebe ist weit, die Liebe ist nah. Tiefer als ich je gedacht, höher als mein Wissen lernt, weiter als der Weg vor mir, näher als das Gefühl kann sein. Tiefer als ich je gedacht, höher als mein Wissen lernt, weiter als der Weg vor mir, näher als das Gefühl kann sein. Wir miteinander beten. Gott, du hast Jesus nach seinem Sterben zu neuem Leben aufgeweckt. Das ist unsere Hoffnung. Komm du mit deinem Licht zu uns und zu allen Menschen. Bist bei allen, die am Coronavirus erkrankt sind. Bist bei denen, die isoliert und alleine sind. Bist bei allen Ärztinnen und Krankenpflegern und bei den Verantwortlichen im Gesundheitswesen. Bis bei den National- und Ständeräten, die sich morgen treffen, und bei allen, die sich Sorgen um die finanzielle Zukunft machen. Bis bei Menschen auf der Flucht um die Flüchtlingslager. Bei denen, die sich nicht schützen können und kaum medizinische Versorgung haben. Für alle in Not bitten wir um dein Verbarmen. Und das Leben von Jesus zeigt uns, du schaust uns Menschen mit deiner Liebe an, die ist riesengroß, mit deinem Herz.
Und so Jesus hast du bei seiner Taufe gesagt, mein Sohn, ich habe Freude an dir. Und das sagst du zu uns allen. Mein Sohn, meine Tochter, ich habe etwas vor mit dir. Hilf uns zum Vertrauen in deine Güte. Mach unser Herz auf für dich und unsere Mitmenschen. Und miteinander beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An den nächsten beiden Sündigen, da sehen Sie von unserer Kirchengemeinde ein kurzes Video, ein Kirchenfeister, ein Videogottesdienst, den machen wir für Ufert und für Pfingsten. Wie es im Juni weitergeht, da weiss niemand. Wir hoffen darauf, vielleicht den Pur-Gottesdienst am 13. Juni, einen Vitamin-11-Gottesdienst am 30. August. Auf unserer Homepage finden Sie Informationen dazu. Da finden Sie auch die 10 Impfkärtchen als Vorlage zum Ausdrucken, wenn Sie das möchten. Und Sie finden Angaben über Kollekten. Wir würden gerne an diesem Sonntag das Kinderheim im Libanon unterstützen. Danke, wenn Sie das vielleicht mit einer Einzahlung machen. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen einen schönen Sonntag und geben Ihnen noch einen Segen mit auf den Weg. Gott segne dich in deiner Unsicherheit, wenn du aus deinem gewohnten Leben herausgerissen wurdest. Gott segne dich in deiner Angst, er schenke dir Menschen, die dich ermutigen. Gott segne dich in deiner Einsamkeit und lasse sein Licht über dich leuchten. So segne dich Gott. Er lasse sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen.